Ni bazar, ni brocchi, ni ingant. Ma bene il deposit del Museum Rettig. Rodund 100.000 tocs possede il museum. Ma una pincha parte esponida. In Gran Mantun il magazzin. Pil jubileum da 150 ans arva il Museum Rettig per nus las portas da siu deposit. Etwas, was ich sehr gerne mache, wenn ich im Kulturgüterschutzraum bin, ist in die Hubenschubladen hineinschauen. Ich bin einfach immer wieder fasziniert von diesen schönen Objekten, aber auch von der Vielfalt von diesen Huben. Und speziell finde ich, wir haben natürlich viele Taufhübli, Trachtenhübli, was man so erwartet. Aber wir haben auch speziellere Modelle. Wir haben jetzt hier beispielsweise eine Hube, die von einem Mann getragen worden ist, eine Herrenhube. Also auch Männer haben derige Huben getragen. Das ist jetzt eine Mütze, die man im Haus hat, im privaten Rahmen. Natürlich eine sehr reich bestickte. Das Modell kommt aus einer Familie aus Samaden. Das ist eine vermögendere Familie, wobei man sagen muss, alle haben Kopfbedeckungen getragen. Also auch Bauern beispielsweise haben Huben getragen. Einfach ein bisschen schlichtere vielleicht. Ein anderes, ein bisschen spezielles Modell ist dieser Typus. Das ist eine sogenannte Fallhaube für ein Kind. Und zwar hat man vor allem im 18. Jahrhundert Kinderköpfe gerne geschützt mit dieser Haube. Das ist quasi der Vorgänger vom Helm, wenn man so will. In der Zeit, wo sie laufen gelernt haben und dann halt natürlich auch oft umgekehrt sind, da hat man dem Kind so ein Hübli angezogen, damit es nicht so blaue Flecken gibt am Kopf. Per celles capetches era metal freit e la biala paretta in la region per mettersiela. Da haben wir ein anderes Beispiel. Das ist ein sogenanntes Zughübli. Das ist sehr typisch für Wals. Das Zughübli heisst so, weil man es zusammenziehen konnte mit einem Bändel, das man da hinten durchgeführt hat. Das Modell ist jetzt von einem Kind getragen worden, aber auch Frauen haben derige Zughubi getragen. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Ich finde es wahnsinnig hübsch zum Hineinschauen, weil einem so wie die Personen so entgegenkommen. Ich finde überhaupt, bei Textilien, bei Kleidern ist man sehr nah am Mensch dran. Das gefällt mir sehr. Era ein ganz per schurmeg dis objects, ma per schurmeg per mamets, con che ci non savano invece exact, con c'è polvere da chamoles per esempio, ci objects administratos avant, et c'è per teises ci so anche servi. Anina Dosch è responsabile per le textilies del museum. E la procura che mingi singol battaglia se gli magazzinaus da Camifo. In tot tombra la collezione 6.000 tocs. Che costumi della nostra collezione, nox vain costumi a Minceval di Grigiun, che per esempio una razza del costume della Nagedegna,
Ca ero sceia ci controllare regolarmente scuci voi objekt, peci la teile za penda or con che ci che in altre teile ci la teile costne or de lange ins veico c'è sene tensione a ci teire co anche quel toc. La vestidira che povertì penda. A lunga vista fosse denton l'idea di mettere minchia vestiu in plat. Che è un vestito seide della seconda parte di Ciavel Centenaire in una robe française. Si nog savan verteron vesti anche una scatla, savan se pulstaror. Scheie ci nog savan ninja peise sen singuls tox. La persona che ha portato il vesti conoscenza als beple. Ma i vestivi or della Chiesa Albertini della Puncia Musc. Vous avez la teile da Quaresma de Braille, datata è quella 1500, e quell'object è così grande che non si va da deponare il roulant. Also quelle 4,2 sind 6,08 meters. E per saper fare la fotografia ins oggi da Piraccians na halla da ginnastica. La taila da Quaresma de Braille è una delle più vecchie tailes da quel genere in l'antico inces alpin. Si quel rompe prevede che nos l'any musarel menja bleres jedes e che erbe che nos l'any. A per quai resta la taila insulada forse perfin paradina? Peter Konradin von Planta, Politiker, Jurist, Journalist, Historiker e Fundatur del Museum Rettig. Der Peter Konradin von Planta hat zu seinen Lebzeiten beobachtet, wie immer mehr Kulturgut aus Graubünden abgewandert ist. Man hat in dieser Zeit zum Teil ganze Stuben aus Schlössern ausgebaut, mit Samt und Täfer und nach Übersee verschifft. Und ihm ist in erster Linie darum gegangen, einen Ort zu schaffen, hier in Graubünden, wo man das Bündner Kulturgut aufbewahren kann. Also, dass man da wirklich Kulturgüter im Kanton behalten kann. El Genivavel Centenè era la fondazione de museums in fenomen di rasau in Europa, che a Berlin ni Vienna. Il Museum Rettig ha in frecch dil sper de quai temps. Von Planta rimnava bumo bains culturals il Grigiun. Els interessava per de tutte sorts objekts prezius. Ist durchaus aktiv selber ein Objekt suchen. Es gibt da bunte Anekdoten von ihm, wie er zum Beispiel im Tessin in einer Mauer einen Stein entdeckt hat mit einer etruskischen Inschrift. Und diesen Stein hat er dann am Bauer abgekauft und hat dann noch versprechen, dass er die Mauer wieder aufbaut, wenn er den rausholt. Also er ist wirklich aktiv selber akquirieren. Contrari ad oz, rimnava von Planta era objekts de culturas jastras, objekts etnografics.
Dentro quels se catten magari rincins bizars. Sia idea era da portare la storia mondiale al Grischun. Oz ha il Museum Rettig sistchen objekts etnografics. In diesem Objekt handelt es sich um ein Modell vom Wohnhaus der Batak. Batak sind Indigene, die im nordwestlichen Zentrum von Sumatra vorwiegend leben und eigentlich mit der restlichen Bevölkerung in dem Sinn nicht die direkte Verbindung hat. La via da Sumatra al Museum Rettig a quel modello inflau grazie ad un missionario tudeschi. Il contatto con quera è sedaus tra sia donna. Ella era la figlia degli archivar cantonal. Es handelt sich dabei um ein touristisches Objekt in dem Sinn. Das heisst, dass das bewusst zum Verkauf an Europäer hergestellt worden ist. Und so haben die Häuser eigentlich von der Batak ursprünglich ausgesehen. Wendelin Kugler ha engagiato per preparare un'esposizione con gli obiecti etnografici del Museum Rettig. Sin fundamenta diari e corrispondenza, un provel di erui se bain gli obiecti ein veni acquistai correctamente. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Drahtkorb aus Kamerun, respektive aus dem Hinterland vom Küstengebiet vom Golf von Guinea. Und der ist von Frauen gebraucht worden, um auf dem Rücken zu tragen für den Transport im Alltag. Era quai objekt se tracti di un regal di missionari, in della missione de Basilea, e era maridaus con una montigel de quera. Im Gegensatz zum Hausmodell von der Batak ist das ein Objekt, das im Alltag auch gebraucht wurde, das in dem Sinne nicht spezifisch für den Verkauf an Europäer, also Ausländer, hergestellt wurde. Schilhan Lech, dentro missionari ed indigens ai saus fers, ai part de sis ricercas. C'è che il digia os, tier certs objekts del museum se ves la derivanza esser problematica. Wir haben auch Objekte vom Donator in der Sammlung, wo im Kolonialdienst in Kongo war. Wenn man die Hintergründe kennt von der Goyal im Kongo, dann sind sicher Fragen offen, wie das der Donator zu den Objekten gekommen ist. Schebain singuls objekts etnografics del Museum Rettig han una provenienza dubbiosa per una prossima esposizione a museo. Il pli prominent objekt etnografic è il sarcofag con sia mumia. Ella è un regal de Jacques Ambrosius von Planta e de Peter von Planta, dus cuserins del fondatur Peter Conradin von Planta. Ad Alexandria possedevan ils von Planta una delle pli importantes facendas de Mongola. Tocan 1964 era la mumia una delle grandi attrazioni nell'esposizione permanente. En la vitrina il sarcofag aviarz con la mumia. Il ciao è in una vitrina separata. In visitader regulau e passionau della mumia era l'artista Hans-Rudi Giger. Die Schwester hat ihn mitgenommen ins Rätische Museum. Dort war ja die Mumie, unten im Keller. Und er hat
völlig Angst gehabt und Iris, seine Schwester, hat ihn ausgelacht. Das hat ihn dermaßen mögen, bis im kindlichen Ding hinein, gell, stolz. Und dann ist er immer am Sonntag am Schluss allein gegangen und war immer von dieser Mumie. Dort sieht man, wie eindrücklich das sein muss, weil das durch sein ganzes Werk durchscheint. Per l'exposizione jubilara vegn il sarcofag puspainaga exponius, a per quai gest fotografaus trudien. Per totes lavurs vala, luvra precautamain. Moviments e menadas anetches dati bo. La restauratura Martina Nicca controllescha che tot vegni fatg cun la duida concentrazione. Ist gut. Ja. Noch ein bisschen zu mir. No, nicht so viel. Jetzt zurück. Gut. La mumia messa il sarcofag era una donna de vegliadegna mediana. Vivió ella 600 avant Christus. Non veva ella ta di Isis, quel che vuol dire quella che Isis ha dau. Ella è fatto bene in gamba per che lei si via nel 2711. Bitte not, dass quelle Fitchbungen entstand in Witze und Perdons. Che è normal per quel len. Il len ha un po' la struttura, ma è da bos, è da un po' fesses, è di clima, ma in tutto è fatto bene. O da fuori c'è che croda sai natural, e chi ha qua in la lucca alla tila da yin, che ha sai la pittura, quei frisirin don che tech nov, cioè da venda che anche tu e la forza duci and ons nella schaia. Nier pli tardi, questo va in saviccia. Also just quai che sta ciao qua so zvessi no se schonte cier na, ma con quai caninto chain quai preferisce a usa de bice mettere in material nuovo, in a cola che jenci and ons forza bice plesci bunga sco si ves nut. Also, nus fagiamo anche menche dinge las intervenzioni minimales. Schon possibel. Also da ist gut. Da ist auch gut. Ist gut. Ja. Las hieroglifes che decorescen il sarcofag ein oraziuns che duevan gli da silviadi al reginavel dils morts. Las figurs ein sacerdots nun ai dieus. Trec con las fasces il dieus Anubis, responsabels per embalsamar. Ad els dus, ils perchiraders dils organs. Lucia e l'olma della defuncta. Cura che il sarcofag ai vegnius exponius l'empremaga ai buon conoscent. Arrivaus a quera es el ciunons suenter l'apertura del Museum Rettic. A lez avir zies portas il 8 cercladur 1872. Ja lu en la casa buol. L'emprem stat mo ina stanza a disposizione. Denton ja 4 ans pli tard compri il cantun l'entira casa pil museum. Da jetzt temps era quai il museum el Grischun. Che venivan era exponi objekts d'art ad la natira. Ciun contons suenter l'apertura del museum ven la collezione d'art e naturalies e la villa de Jacques Ambrosius von Planta, il donatur de la mumia, oz il museum d'art del Grischun.
Das ist eine sogenannte Muskete. Eines der ersten Gewehre, das gemacht worden ist und verbreitet worden ist in Europa. Es ist ein sogenanntes Luntenschlossgewehr. Das heisst, man hat es mit einer Lunte, mit einer Art Zündschnur bedient. Die hat man hier eingeklemmt, die hat glüht. Und dann, das ist ein sogenannter Vorderlader, dann hat man da vorne wirklich beim Lauf hat man Schwarzpulver rein tun und Gewehrkugeln. Und mit dem Stab, der da unten drin ist, hat man dann das gestopft. Und nachher hat man den Schuss ausgelöst, indem man die Lunte da aufs Zündkraut, das man da hat, kurz gedrückt hat. Und dann hat sich der Schuss gelöst. Das ist ein sogenannter Morgenstern. Und wenn man die beiden Waffen so nebeneinander hat, dann könnte man denken, dass das aus dem 30-jährigen Krieg stammt und da modernere Waffen liegt, eine Feuerwaffe. Ich finde es lustiger, dass es genau umgekehrt ist. Nämlich, die Feuerwaffe ist aus dem 17. Jahrhundert und der Morgenstern ist eine Ordonnanzwaffe vom 19. Jahrhundert. Wo Graubünden als Kanton in die Eidgenossenschaft eingegliedert worden ist, mussten sie natürlich auch Truppen stellen und ausrüsten. Und Graubünden als vergleichsweise armer Kanton hat es nicht vermögen, allen Soldaten ein Gewehr zu geben. Und so hat man entschieden, dass man nur den Jüngeren ein Gewehr gibt. Und die Älteren, die sind mit so einem Morgenstern ausgerüstet worden. Ein mittelalterlich anmutendes Modell. Aber es ist tatsächlich eine Ordonnanzwaffe von 1837 etwa. Das heisst, wir sind in einer Zeit, wo Krieg längst mit Feuerwaffen und Kanonen ausgetragen worden sind. Und zu dieser Zeit hat man also Bündner Soldaten noch mit diesen mittelalterlichen Waffen ausgerüstet. Und das ist noch bis in die 1860er Jahre so geblieben. En l'emprema mese d'ad il vegnava il centenè erano le armas una delle grandi attrazioni del Museum Rettig. Il son 60 semi da quai. N'avendo la storia glorificante, n'avendo l'uiara, viti le storie del minchiadì, con in di Avantaggi. Wir müssen heute sagen, es sind vielleicht auch ein bisschen blinde Flecken durch das entstanden. Man hat sich fast ein bisschen zu wenig mit den Themen Waffen oder Krieg befasst und sich zu stark vielleicht ausschließlich auf andere Themengebiete konzentriert, sodass wir heute feststellen, dass wir eigentlich gar nicht mehr so gut Bescheid wissen über unsere Waffensammlungen. Und wir sind jetzt fest dran, zu probieren, das Manko ein bisschen wieder aufzuarbeiten, dass wir uns mit diesen Waffen befassen und beispielsweise, wie man die Degen unterscheiden kann. 50 ans Museum Rettig. En la seconda part, domenica prossima, se avvicinai-nos ad un dels pli spectaculars objects del museum. Nos emprendindo a conoscer objects che fan quitaus, a nos fundrain in un mund de 268 truccas.